Schönen guten Abend von Straßburg, guten Abend, Herr Görens. Guten Abend. Der 7. Mai ist den Emmanuel Macron mit einer 2/3 zum neuen französischen Präsident gewählt gehen. Was denkt ihr darüber? Ich meine, für ein größtes Victoire für hier selber, das ist ja ein fantastischer Parcours, den er löst für uns 10 Monate gekannt. Das ist ein Victoire für Frankreich und das ist auch ein größtes Victoire für die Europäische Union. Wir kriegen mal endlich ein bisschen Planungssicherheit. Das war traurig ist bei der Geschichte, dass das mal alle 5 Jahre mussten nur gucken, dass in Frankreich und auch in anderen großen Ländern mittlerweile Europa als Geisel geholt wird. Und dann ist ein bisschen Lotterie, die Wahlen gut aus, schlecht aus. Das lässt mir schlussfolgern, dass wir in der Europäischen Union da ein bisschen basteln müssen, bis man ein bisschen mit Solito steht. Kann das ein paar Kontra nicht für den Aufschwung für pro-europäische Parteien bedeuten? Für pro-europäische Parteien nur sicher, weil das an den letzten Jahrzehnten nicht oft der Fall gewesen, dass man ein pro-europäisches Programm gewonnen hat. Und dann in einer Zeit, die man echt als euroskeptisch gesehen ja, wir mussten die Courage für Europa anzutreten. Für Europa anzutreten, dann zu so, wo Europa eine Lesung kann bringen, und dafür sollen wir sich am Wort hören. Und da stellen wir heraus, je nachdem, wie viel Dosis Europa dazu mitbringen, ob wir den Erwartungen von Leuten gerecht werden oder nicht. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hat ziemlich frei geschossen mit einer negativen Erwartungshaltung gegenüber dem Emmanuel Macron. Par contre hat das Woche Angela Merkel an den Emmanuel Macron ein Treffen gehabt, das relativ gut ausgesehen hat. Gibt es da vielleicht eine Hoffnung für eine neue Dynamik für Frankreich und Deutschland, die EU könnte vorbringen? Für dass Madame Merkel mehr am Rang steht, dann das wird auch mehr Gewicht dabei hat. Und auch wie dass die zwei aus verschiedenen Angles de vue, das ganz zugegangen sind. Ich meine, den Herr Schäuble den nächsten Fall gedacht, hat man nach Merkel die Zukunft von Europa gedacht. Wie sie gesprochen haben, meine ich, dass den Herr Schäuble auch nur die Wahlen vielleicht nach mehr solid, dass man nach Merkel ihre Position ralliert, wenn er dabei ist. Jedenfalls den Zickzackkurs, den die deutsche Politik gefahren ist, direkt nur die Wahlen, wäre nicht gut. Und ich meine, sie sehen an, dass das auch hier letzte Chance ist. Weil wenn von den zwei Partnern wegfällt, und nicht mehr vom europäischen Kurs matt steuert, das ist vergleichbar mit der Kernschmelze an einem Reaktor. Das wird dann von der Europäischen Union, so wie wir sie kennen. Emmanuel Macron hat sich getraut, Europa zu einem Kernthema, also ein Wahlprogramm zu machen. Was war dir von ihm für die Europäische Union? Nur da ist Europa zu einem Kernthema gemäht, weil sein Hauptkontrahent, Madame Le Pen, am Anfang die von Europa angepeilt hat. Zocht aus dem Euro. Und hat zum Wort gesagt, an dem Staat sich wirklich Mattieren Thesen also gesagt hat, nicht analysiert, da geht politischer Bestack. Ein Beispiel. Madame Le Pen meint, es hat viel gewonnen, wenn den Beitrag nicht mehr bräuchte, an das europäische Budget zu bezahlen. Das steht dann eine Ökonomie von 18 Milliarden. Aber durch noch aber eine ganz paar die Kosten, die bei weitem nicht kompensiert gehen durch den Gewinn. Ja, Macron hat gesagt, wenn der auch nach das Gesundheitssystem verbessern, dann muss er wissen, wenn der auch nach Europa will durch einen Importtax, wenn der will Frankreich Verluste durch einen Importtax auf die Produkte will wettmachen, dann muss er wissen, dass am französischen Gesundheitssystem zum Beispiel 80% von den Medikamenten importiert gehen. Und die 80% Importer von den Medikamenten gehen alle mit der Importtax frappiert. Die merkt also durch ihre billige Slogan, wann die gegen gefolgt gehen, Frankreich an einer unmöglichen Situation, das kann ja nicht sein. Und ich meine, so muss in Empfang die mit einfachen, billigen Lösungen kommen, man wird wollen. So wie ich, so wie alle Menschen, die Politik möchten, sich soll testen lassen, soll am Anfang auf den Wahrheitsgehalt von seinen Aussagen geprüft gehen, soll gucken, wie die Lösungen, die vorschlägt, können realisiert gehen, ob die Machbarkeit von denselben. Das heißt nicht nur gegen Populisten oder das gilt für jeden. Ob in Le Pen heißt, Macron, ich weiß nicht, Sylvie Goulard, Xavier Bettel, Jean-Claude Juncker, jeden muss sich prüfen lassen, ob das, was er sieht. Jeden muss den Test überzeugen lassen. In Amerika ist Donald Trump zum Präsident gewählt gehen, das ist eine ziemlich unkonventionelle Wahl gewesen. In Frankreich ist es den weder zum Linken noch zum Rechtsbord gehört. Was kann ihn daraus erschließen, als am Anfang den Rechts-Links-Partei-Flügelsystem evaluiert? An präsidentielle Regimen spielt Partei nicht alles. Jedenfalls eine Mann große Rolle wie
An der Bundesrepublik zum Beispiel wo Parteiien awer nach viel méi Kuren trainieren, an engem präsidentielle Regime ass dann den sich durchsetzt, an den setzt der ganze Politik de Stempel op, well noch eng onwahrscheinlich Legitimitéit huet, dufir spielen dort Parteien eng Mann spielwol eng Rolle. Mei eng Mannergros Rolle wie an andere Länder. An Deutschland fir den do Chambardement net méigich gewichtcht. An puer wie da wat sinn eher ganz konkret Erwartungen und den Emmanuel Macron national awer auch op europäischen Plan. Mg Erwädungen Emmanuel Macron sinn déi dat den Kurs behält, dat den Virun de Kurs ophelt an de Wellen annoncéiert huet. An erwerde man dat die aner him hëlle vun dat realiseieren, well huet net nëmmen am Numm vun de Franzose geschwert, en Breet an dem wat sich vir gollet net de Franzosen je Zukunft mit den Europäer Zukunft fir an dem sinn, dat man do en Mann um Bruder hunn eng Perun um Bruder hunn die proaktiv dat wer durchsetzen, sinn ich ganz vieler Hoffnung. Türen am Frankreich net nemmmen déi setzt oppen an der Suche empfogen Magnet fir de Recht von Europa schmengen, dat de Macron an net die Rechtzeiten der Geschicht geschrieben huet. Merzi, a wënschen Schein nowend. Ger geschieet.